So, servus, grüß euch und habe die Ehre, ich habe ein schlechtes Beutel, sage ich gerade. Wurscht. Aber einmal brutal PTS testen, ich habe was rausgekriegt und zwar die Pestilenz. Also, das muss ich euch nochmal im Livestream zeigen, weil Videos machen die anderen, da bin ich nicht schnell genug. Aber Livestream kann ich mal schnell machen und ich muss euch das zeigen, wo es da so abgeht. Jetzt könnt ihr das Ding später anschauen. Ich werde ein Video daraus schneiden und ja, folgendessen hauen wir mal drauf auf die Kacke. Ich muss euch das ich muss es einfach bildlich veranschaulichen, weil da hat es mir schon ausgezogen heute auf die Nacht. Also, schauen wir mal, ja. Gesagt, dann packen wir es. So, PTS-Server, ich bin die Feldwalzen, falls einer noch nicht weiß. Und jetzt schmeißen wir mal den Riemen auf die Orgel und schauen wir uns die Garde mal an. Weil ich muss echt sagen, ich habe Begeisterung. So, jetzt passt mal Obacht. In dem ganzen Dingsbums ist die Pestilenz irgendwie stark geworden. Das ist einmal das Erste. Grundschaden etc. ist das gleiche. Schaden gegen Ungelegt, bla. Aber, wenn du jetzt einmal schaust, da 1063 Schuss pro Minuten auf ein 100er Magazin. Noch Fragen? Also, das ist enorm. Das ist jetzt vielleicht nicht das optimale Bild dafür, aber mit dem habe ich es halt getestet, weil die Ticks von der Pestilenz gehen ja, wie wir wissen, nur auf Waffenschaden. Da kann man ein besseres Bild zusammenstellen. Aber ich habe es jetzt halt mit dem ein wenig probiert. Da hast du ein neues Kastel und ich kann es euch nicht übersetzen, aber jeder, der wo Englisch mächtig ist, also das Kastel und da hat die Modifier drauf, ähm, wo man sich freispielen muss. Die vier Dinger hat auch die Enemy, also der Feind hat das Ding auch. Und wenn es das falsche erwischt, wie jetzt die Schlange da, und du schießt auf dem, dann schießt er tatsächlich selber die Rüstung weg. Und an das muss man erst gewohnen. Bei dem Teil da ist der Abstand, wie soll ich sagen, die fallen nur auf einen bestimmten Abstand um und die leuchten in drei verschiedene Farben. Jetzt, wenn einer wie ich ein wenig ein Problem hat mit den Farben anschauen, dann wird es echt schwierig. Ja, kann man sich zwar auf den Ich bin gehandicapt Modus umstellen, aber wie gesagt, das ist einfach nicht so der Burner. Ja, also das ist automatisch oder kann man zwar ausschalten, dann kann man die ganze Gaudi deaktivieren, dann kann man so spielen wie immer, aber wenn, dann mag man ja auch die ganze Gaudi einfach einmal testen. Da gibt es dann noch verschiedene Sachen, wo man sich einstellen muss. Ich habe jetzt noch nicht alle ganz so angeschaut. Die muss man sich erspielen über ähm, tim, tim, über Prioritätsziele. Da wird dann eins nach dem anderen aber nachgeschalten. Da müsste jetzt zum Beispiel ein Abstieg laufen. Wo es mir ganz gut gefällt ist, weil das ganze Spiel einbezogen wird in die Aufgaben, wo es man erledigen muss. Zuerst war so wie, ja, Season, bla, und du machst wieder mal einen Kontrollpunkt, machst das ein bisschen, aber das Gleiche. Und jetzt haben sie aber dere, warte mal schnell, und jetzt müssen wir halt das im ganzen Spiel, vom ganzen Spiel das ganze Zeug spulen, damit wir das alles erledigen. Ja, wie man jetzt da im Gameplay sieht oder gleich sehen wird, ist es gar nicht so einfach, weil mit mal gut Set ziehen und dann einfach durchrumpeln ist nimmer. Also da muss man sich schon Gedanken drüber machen, wie man läuft und wo man schießt. Weil ich habe jetzt ein Set da, da macht die Pestilenz theoretisch so 500, 600, 800.000 Schaden. Jetzt, wenn du aber einen falschen Abstand zum Gegner hast, dann sieht man jetzt da gleich, wenn man ein wenig auf die Schadenszahlen aufpasst, ja, da mache ich auf einmal gerade 68.000 oder sagen wir mal, ja, 25.000, also um ein ganz schönes Drum weniger. Und ja, da muss man halt extrem aufpassen, weil wenn du schießt, da kommt so ein halbrundes Ding, Anzeige neben deinem Zielkreuz, da zeigt es eigentlich an, ob du jetzt einen richtigen Abstand hast oder nicht. Und wenn du auf den Gegner zielst, ja, dann hat er eine andere Farbe oder kriegt andere Farben. Und je nachdem, da habe ich jetzt zum Beispiel mal einen richtigen Abstand getroffen, da macht mein Set dann wieder den normalen Schaden, 500.000, 800.000, so. Ja. Und ja, da ist echt so, dass du mit Hirn spielen musst, weil es sonst absolut keine Chance mehr hast. Also einfach eine Renner durchharzen ist nicht, das ist ganz gut, weil man Taktiken muss. Also ich finde es so schon echt
fantastisch. Und jetzt habe ich einen richtigen Abstand gehabt, jetzt habe ich einen Schaden auch über 2 Mille gehabt, wie man gesehen hat. Immer das gleiche Set. Ja. Es hakelt zwar ein bisschen, aber ich habe jetzt alles aus dem Stream ausgeschnitten, weil ja, BTS kann ich halt jetzt auch nicht mehr aufnehmen. Aber ich wollte euch das unbedingt einmal zeigen, wie das mit der Pestilenz jetzt hinhaut. Der 1036 Schuss pro Minute, glaube ich, heißt das, ist schon fantastisch. Erstens, weil du einen Striker aufbaust, ohne dass du irgendwie mit der Schrotflinten schießen musst. Der baut sich selber auf, weil eben die so schnell schießt. Und ja, ich habe da noch vernichtend drauf. Kann ja jeder machen, was lustig ist. So, wenn der Abstand halt nicht stimmt. Die Ticks, die werden dann auch vermindert bei der Pestilenz. Also wenn man den jetzt vollpumpt mit der Pest und hat einen falschen Abstand, dann tickt er nicht mit einer Million oder so, was man set hat, sondern auch mit dem verminderten Schaden. Und ich habe es nicht ganz ausgebracht, wo ich hier rennen muss, damit der Schaden passt, wenn man sagt. Und ja, Learning by Doing heißt das bei mir. Ja, ich lasse jetzt da ein bisschen ein Gameplay durchlaufen. Ich habe noch mein Set ein bisschen umgebaut, damit ich mehr Waffenschaden zusammenbringe. Und dann einfach einmal getestet. Ja, und müsst die Schadenszahlen ein wenig beobachten, aber man sieht ganz genau, wenn der Abstand nicht passt, heute der Teufel. Ja. Und ja, da sagen, dann hau ich wieder ein wenig Musik ein. Schaut euch das Ding an, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo oder Like da. Ich wollte euch gerade mal zeigen, wo es da vielleicht eventuell auf uns zukommt, wenn der PTS so umgesetzt wird, als wir es jetzt halt probiert haben. Also sicher ist er das noch nicht. Und darum werden auch nicht recht viele weitere Videos von mir kommen. Aber das hat mich einfach so fasziniert mit der Pestilenz, weil das ist schon enorm. Es gibt auch noch eine Karabine 7, exotische, neue. Da hat der Shoot eher Video drüber gemacht. Die ist auch absolut stark, ja, wenn nicht gar die stärkste Waffe dann im Spiel. Aber da ich halt ein leidenschaftlicher LMG-Spieler bin, muss ich jetzt euch das Ding mal zeigen, weil ja, Livestreams schaut von mir nicht so viel Leute an, obwohl es dann noch abgespeichert werden. Und darum jetzt das Video, weil ich sage mal, das sollte mal jeder wegen mitkriegen, weil es da echt eine gute Sache ins Rollen gebracht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Jungs von Massive, auch wenn sie oft einmal Fehler machen, aber die können schon was. Da jetzt mal sagen. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ein bisschen Gameplay und ein bisschen Musik und dann ein Abo oder Like da lassen und das war's dann wieder für mich. Also Servus, pfiat euch und habe die Ehre. Live-Übertragung musst schauen. Jetzt da, jetzt habe ich auch live. Im roten Mantel, Cowboy-Stil, durch die Ruinen von DCC ich wild. Die Pestilenz, sie wird heiß in meiner Hand, dessen ist der Plan im feindlichen Land. Neue Regeln, neue Tricks, neue Zeit. Ich bin bereit, um den Kampf bereit. Hyenas zittern, Rankers fallen flach. Mit der Pestilenz im Anschlag alles kracht. Pestilenz, oh, sie frisst sich durch die Nacht. Jeder Schuss ein Schlag, jede Kugel ist erwacht. In Cowboy-Style, durch die Straßen zieh ich los. Neue Waffe, neuer Test, die Feinde fühlen sich bloß. Die Stadt ist kalt, doch die Waffe lodert heiß. Jeder Gegner fällt, keiner hat hier einen Preis. Neue Ruhen stürmen, doch ich halte Stand. Mit der Pestilenz in meiner Hand. Das PTS zeigt mir, was noch alles kommt. Ich teste, kämpfe bis mein Feind verstummt. Kein Versteck, kein Zufluchtsschein. Ich bin der Jäger Pestilenz, ist mein Ding, aber jetzt ist schon besser jetzt. Oh, sie frisst sich durch die Nacht. Jeder Schuss ein Schlag, jede Kugel ist erwacht. Ab einem gewissen Abstand mache ich einfach keinen Schaden mehr nach zu den Dingen. Und ich hab's noch nicht wirklich heraus. Das geht mit die. Neue Waffe, neuer Test und die Da hast du so eine Anzeige. sich bloß. Extras, was da kommt, jetzt habe ich keine Munition mehr, das ist ganz gut. Spüre ich die Macht.
Kein Test kann halten, was die Pest Ich hab entfacht. mir LNG Ich ausgewählt, zieh den Hut, Seid uns doch da. keine Zeit zum Ruhen. Die Welt wird weiter, der Kampf wird nie verblumen. Doch heute bin ich König, die Waffe meine Krone. Mit der Pestilenz regiere ich jede Zone. Die Feinde fliehen, doch ich bleib hier. Im Cowboy-Look, mit scharfem Visier. Jetzt bin ich noch dran, jetzt hat er gerade noch 41.000 gemacht anstatt 500.000. Und das ist schon eine Hausnummer, weißt du, wenn es so weit geht. Da kannst du nämlich draufschießen, da geht gar nichts. Wie gesagt, 38 war jetzt noch was dran dann. Jede Kugel ist erwacht. Der ist wieder weiter weg, da geht's wieder mehr. Dann. Im Cowboy-Style Weiße und rote Zahlen und gelbe Zahlen. Am Arsch halt. Oder 500.000. Wenn der Abstand stimmt, dann multipliziert sich der Schaden auch noch einmal. Das ist ja das, nicht gerade das Schlechte ist auch gut. Also wenn du jetzt das herauslässt, dass du im richtigen Abstand spürst, nachher funktioniert das auch brutal, weil der Schaden dann noch mehr gut aufgeht. Aber wie gesagt, das ist echt eine brutale Übungssache. Und deine Feinde, sag ich jetzt einmal, haben eben auch so ein Talent auf der Schulter oben, das was du auch selber ausrüsten kannst. Und da habe ich zum Beispiel so einen Black Task gehabt. Einen, der was Scharfschütze ist, habe ich auch gehabt. Der harzt dich weg und sobald ich draufgeschossen habe, hat er mir selber die Rüstung weggeschossen, weil ich zu weit weg war. Da muss ich fast auf Anschlag dran, dann ist das ausgeschaltet und am meisten aber auch gleich weg. Auf 0, gar nichts. Aber du musst da erst einmal hinkommen. Ne? Jetzt wenn es da aber so sie heroisch haben wir gespielt, dann haben wir dann Direktiven außer du, weil es nichts war. Oder ich bin zu blöd dafür, das kann natürlich auch sein. Ich bin jetzt nicht der Überspieler, ja. Aber ich finde, also ganz dumm, ganz deppert stelle ich mich halt auch nicht. Aber ja, es ist echt, nein, für nächsten da vorne ist wieder das schwarze Zeichen, da muss jetzt wieder der Abstand passen, nein, Schmand, das ist wieder die Muschel, da muss ich selber nachschauen. Ja, Alter. So, jetzt. So, das ist die Muschel, so. Jetzt muss ich da auf Y. Dann muss ich da auf die Muschel und da steht jetzt Englisch dort, ich kann zwar nicht so stark Englisch, da geht's auch schon wieder, da geht's immer einmal ich habe keine Ahnung, ich kann nicht gescheit Englisch. Auf alle Fälle hat es wieder mit dem Abstand zu tun, wann der Schaden nimmt und wann nicht. Und die 4 Dinge kann man halt selber auch ausrüsten. Und das ist halt, bei der Schlange weiß es, die wenn drin ist, dann schießt er selber die Rüstung weg, wenn der Abstand ist. Die Welt wird weiter, der Kampf wird nie verblumen. Doch heute bin ich König, die Aber wie Waffe gesagt, meine mit der Krone. Pestilenz da ist es. Regiere ich jede Zone, die Feinde fliehen. Doch ich bleib Jetzt stimmt der Abstand nicht, jetzt so über 40.000. Schaffen wir sie.